Hops und sein Freund Stübel, der Hase, hocken auf der grünen Wiese draussen. Also, hocken tut eigentlich nur der Hops. Stübel, der liegt und tut... Ja, was tut er echt? Er schaut in etwas rein und redet mit dem Hops, schaut ihn aber gar nicht an. Und der Hops, der fuchtelt mit seinen Armen umeinander. Komisch. Ich würde ja schon gerne wissen, was die zwei zu bereden haben. Ich kann es leider nicht verstehen. Ich bin einfach zu weit weg. Moment. Ich schleiche mich heute ein bisschen zu diesen zwei zu suchen. So, jetzt bin ich genug nach, für sie zu hören. Ah, der Stübel schaut in eine Bibel rein. Psst, ich höre ein bisschen, was sie zu erzählen haben. Ach so, sie haben gerade die Geschichte von Petrus gelesen, wo er behauptet hat, dass er Jesus nicht kennt, und er hat der Göckel gekreit. «Gückerücki!» Was war das? Hops, seit wann habt ihr den Göckel? Wir haben keinen Göckel, aber hören Kreien habe ich so. Aber wer oder was war denn das? Oh, excuse, das war ich. Ich bin die Erzählerin von diesen Hops- und Lila-Geschichten. Ah, so siehst du also aus. Bis jetzt habe ich nur von dir gehört. Sorry, normalerweise komme ich gar nicht gerade direkt in eure Geschichten. Aber es hat mich einfach Wunder genommen, was ihr zwei zusammen zu diskutieren habt. Wir haben die Geschichte von Petrus gelesen, wie er Jesus verleugnet hat. Und er Der Göckel gekreit hat. Sorry, der Göckel vorhin bin ich. Ist mir einfach so rausgerutscht. Nicht schlecht geredet, Erzählerin. Danke. Und dann haben wir es eben davon gehabt, ob wir schon mal gelogen haben. Und? Hat er? Aber ja, das passiert, glaube ich, schneller, als wir es möchten. Aber wir haben ja darüber geredet, dass Jesus uns das vergibt, wenn es uns so wirklich leid tut. Eins musst du wissen, Erzählerin. Jesus vergibt darum gern. Erzählerin, kannst du das aus der Bibel vorlesen? Erzähle allen Menschen von seiner Herrlichkeit. Berichtet allen Völkern von seinen großen Taten. Psalm Kapitel 96, Vers 3. Merci, Erzählerin, das hast du schön vorgelesen. Jetzt gehe ich gleich wieder. Und dann hören wir uns beim nächsten Kapitel wieder. Tschüss, Stübel. Tschüss, Hops. Sagst du Lila einen Gruß? Das mache ich. Tschüss, Erzählerin. Tschüss!